Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Chili Hero. Im heutigen Video zeige ich euch das zweite Pack aus meiner Weihnachtsserie. Wenn euch die Serie gefällt, dann lasst gerne ein Abo da und natürlich eine positive Bewertung, würde mich mega freuen. Und um welches Pack es sich heute handelt, das seht ihr nach dem Intro. Und zwar, das Pack, um das es heute geht, ist das Blue Christmas Pack. Das habe ich auch auf RP24 gefunden und habe mir das dann anfangs auf Java erstmal angeguckt. Und in Java hat es halt mega gut ausgesehen, so. Aber ich weiß halt aus Erfahrung, dass es manchmal passieren kann, dass in Java mega nice aussieht und in P nicht. Aber bei diesem Pack ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Dieses Pack ist ein geiler Allrounder, der auch in PE richtig fresh aussieht. Lasst mich doch gerne mal wissen, dann im Laufe des Videos, was euch am besten gefällt an dem ganzen Pack hier. Die Erze hier, ihr seht die Erze, das sieht so wild aus. Dieser 3D-Effekt, der passt einfach mega gut zu den Erzen, weil es sieht halt einfach wild aus. Boah, dieses Erz, holy crap. Das ist die Picke, sehr weihnachtlich auf jeden Fall mit diesem Zeug unten dran. Da holen wir uns da schon, da holen wir uns noch nicht den Gapple. So, haben wir ihn noch nicht down. So nervig, wenn Leute so viele Blöcke setzen. Aber kein Problem für uns. Außer er schmeißt eine Pearl. Sehr geil. Geht dann in die Mitte. Wir müssen die Mitte defenden. Oh, genau, hier. Perfekt. Auch noch gerade ein sehr gutes Beispiel. Das haben wir zwar im ersten Pack auch schon gehabt. Aber hier haben wir eine EP als Kugel. Und da müssen wir gucken, dass wir den bekommen. Bevor der vielleicht schon bisschen zu gut equipped ist. Oh, das Schwert, ne? Schwert auch mega weihnachtlich. Also mit dem Theme Weihnachten habe ich hier auf jeden Fall einen Treffer gelandet mit diesem Pack. Da diese Galaxy ist motiviert gegen mich zu fighten und schlägt sich auch auf jeden Fall nicht bad. Okay, Kombos zu machen, wenn er... Kombos zu machen, wenn alle so eingeklemmt sind, ist relativ schwierig und unangenehm. Aber ich würde sagen, wir holen uns einfach die in der Mitte. Aber wir haben nur unser Herzen verloren. Genau. Falls es euch aufgefallen ist, ne? Hier die Rüstung. Das sind so... Junge, es sieht so wild aus. Ist das... Nee, das ist der andere Typ hier. Der die ganze Zeit vorbeigelaufen ist, ne? Ne, ich will eigentlich gar noch nicht gegen ihn fighten. Ich möchte noch hier euch zeigen. Genau, einmal die Armor sieht wild aus, passt super zum Pack. Was das an den Armen ist, weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß es echt nicht. Es ist so ein, keine Ahnung, ist absolut kein Plan. Aber dieses Zeug vorne auf der Brust gefällt mir gut. Was aber ein richtiges Highlight von mir ist einfach das hier. Guckt euch das an. Es ist einfach ein Goldapfel mit einer Weihnachtsmütze. Ich glaube nicht, dass er jetzt der Erste war, der auf diese Idee gekommen ist. Aber es sieht einfach wild aus, muss ich ehrlich sagen. Und nachher gehen wir auf jeden Fall noch kurz ganz am Schluss in eine Private Map. Denn ich will euch noch kurz zeigen, was der denn sonst noch so drauf hat, dieses Pack. Weil da ist auf jeden Fall einiges richtig Wildes dabei. Und er hat jetzt Bock zu fighten. Aber irgendwie läuft das nicht so ganz. Ja, okay, schade. GG an dieser Stelle. So, wie vorher erwähnt, bin ich jetzt noch kurz in einer Private Map und dann zeige ich euch einfach kurz alles recht kompakt auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, die Map von Phil. Ich weiß nicht, ob er sie selber gemacht hat, aber das ist auf jeden Fall sehr praktisch, um das Ganze ein bisschen zu showcasen. Und einmal habt ihr hier die ganzen Sachen. Was mich ein bisschen irritiert, ist einfach, dass eigentlich alles Sticks von diesem Zeug so schwarz ist. Und das so weihnachtlich. Ich fände es irgendwie nicer, wenn irgendwie alles weihnachtlich ist. Was genau da der Grund ist, weiß ich auch nicht. Die Schwerter sind alle so, die haben alle so einen Schimmer auf dem Schwert. Das ist auf jeden Fall mega nice und sieht geil aus. Es heißt ja Blue Christmas, deshalb ist auch die Mainfarbe, denke ich, hier blau. Und ja, hier ist auf jeden Fall das, was ich euch noch kurz zeigen wollte. Und zwar, wie ihr unten lesen könnt, ist das der Stick. Das heißt, wenn man hier MLG Rush spielt, dann sieht das auf jeden Fall mega nice aus, weil man hier einfach so ein Teil hat. Es gibt auch so Java-Clips, wo das benutzt wird, also dieser Stick zum Reducen und so weiter. Und das sieht einfach mega wild aus. Also ich hoffe, das sieht im MCP auch so geil aus. Hier nochmal die Rüstung komplett. Einfach die hier drei mit diesen Armteilern. Und das ist halt recht Standard. Die Wolle ist auch nicht so was Besonderes, aber etwas, was ihr schon die ganze Zeit gesehen habt und ich aber noch nicht wirklich vorgestellt habe, ist einfach dieser extrem wilde Sky hier. Also ihr müsst euch das mal gönnen so. Es sieht aus, als würdest du einfach komplett in der Winterlandschaft sein. Wir machen hier mal nicht 200, sondern vielleicht
vielleicht 20.000. Wir können uns ja wieder nach unten tippen. So, und dann fliegen wir mal ein bisschen. Oh. Ich kann ja auch selber Skies machen, ne? Und ich muss ehrlich sagen, dass ich weiß nicht, wie die das so geil hinbekommen. Es ist so, man ist so direkt hier an einem Baum, guckt auf einen anderen Baum hin, der leuchtet und das einfach mega wild aussieht. Und hier in der Ferne ist noch so eine Stadt. Sogar ein Stern. Ja, weil normalerweise gibt es da immer so Probleme wenn man dann den Übergang machen will. Aber hier ist das mega gut gelungen. Ich glaube, der Übergang ist hier. Kann das sein? Ja, was sieht das? Ich meine, ich fliege ja immer noch, aber ne? Wow. Einfach nur wow. Das Fadenkreuz ist so aber ich meine, das kann man ja auch easy bearbeiten. Ja, auf jeden Fall ein echter Klassiker, was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Und da sind wir jetzt wieder unten. Die Webs wurden leider nicht bearbeitet und hier der Sandstone ist relativ, ja, ist halt Sandstone, ne? Müsst ihr mal in MLG Rush das ausprobieren. Hier auch die Eimer sogar mit diesem weihnachtlichen Streifen da. Also, falls ihr in Weihnachtsstimmung seid, dann ist das Pack auf jeden Fall mega gut für euch. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr diese Pack-Serie findet. Ich hoffe, ich kann wirklich da jeden Tag durchziehen. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Pack gefallen. Lasst gerne vielleicht auch Vorschläge in den Kommentaren da, falls ihr ein Pack kennt, das ich zum Beispiel porten soll. Oder auch einfach mal vorstellen soll. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bye!